China feiert 60 Jahre Volksrepublik. Seit dem 1. Oktober 1949 sind die Kommunisten an der Macht. Und die demonstrierten sie heute mit einer beispiellosen Militärparade. 100.000 Soldaten marschierten im Stechschritt durch die Straßen Pekings. Neueste Waffen wurden vorgezeigt und 60 Wagen stellten die Geschichte seit Maos Proklamation des neuen Staates nach. Es ist eine glanzvolle Schau. Unangenehmes wird ausgeblendet. Unangenehme wurden weggeschafft. Eine dieser Unangenehmen ist die Menschenrechtsaktivistin Rebiya Kadeer. Sie ist seit 2005 im Exil in den USA mit Mann und 6 Kindern. Ihren 5 weiteren Kindern verweigert China die Ausreise. Ich denke immer an meine Kinder, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn ich esse oder im Bett liege. Wie geht es meinen Söhnen Ablekim und Alem im Gefängnis? Was passiert dort mit ihnen? Sind sie heute satt geworden? Haben sie überhaupt etwas zu essen bekommen? Hat man sie geschlagen? Hat man sie in eine Einzelzelle gesteckt? Ich war selbst im Gefängnis, ich weiß, wie es dort ist. Dann bin ich sehr traurig. Aber ich gebe mir Mühe, nicht ständig daran zu denken, denn ich muss auch auf meine Gesundheit achten. Seit 4 Jahren lebt Rebiya Kadeer jetzt in den USA, im Exil. Trotzdem ist die kleine schmächtige Frau immer noch Chinas Staatsfeindin Nummer 1. 11 Kinder hat sie. 5 musste sie als Faustpfand zurücklassen. In Ostturkestan, das 1949 von China annektiert wurde. 2 Söhne haben die Chinesen dort inzwischen ins Gefängnis gesteckt. Damit Rebiya Kadeer endlich aufhört, gegen die chinesische Staatsführung zu kämpfen. Ihre anderen Kinder haben sich in die USA retten können. Aber trotz ihrer inhaftierten Söhne will sich Rebiya Kadeer nicht erpressen lassen. Noch kämpft sie in den USA weiter für die Freiheit ihres Volkes, der Uiguren. In ihrem Büro in Washington knüpft sie Verbindungen zu Politikern und Menschenrechtlern, um auf das Schicksal ihres Volkes aufmerksam zu machen. Wohl wissend, dass sie damit auch ihre in Ostturkestan lebenden Kinder gefährdet. Im Gegensatz zu den Tibetern ist das Volk der Uiguren kaum bekannt, obwohl es von China seit mehr als 50 Jahren unterdrückt wird. Ohne die Lobbyarbeit von Rebiya Kadeer würde sich wohl kaum jemand für die Uiguren stark machen. Die internationale Gemeinschaft soll uns den Weg zu unserer Selbstbestimmung ebnen. Wir wollen unsere Sprache sprechen, frei wählen, frei leben, dass unsere Unterdrückung aufhört. Wir appellieren an die Vereinten Nationen. Wir halten das Recht auf Autonomie zwar in den Händen, aber es ist nichts wert. Wir wollen endlich unsere Selbstbestimmung. Wie direkt ihre Arbeit in den USA das Leben ihrer Kinder in Ostturkestan gefährdet, weiß Rebiya Kadeer nicht. Sie hat keinen Kontakt zu ihnen. Nicht einmal anrufen kann sie. Ihr Telefon wird abgehört. Die Familie zahlt für den Kampf ihrer Mutter einen hohen Preis. Die chinesische Regierung hat meine Kinder zu langen Haftstrafen verurteilt, nur weil sie meine Kinder sind. Und alle Uiguren sind für die Chinesen schuldig, nur weil sie Uiguren sind. Die Uiguren in Ostturkestan sind Muslime, haben eine eigene Kultur und sprechen ihre eigene Turksprache. Sie leben von Handel und Handwerk, betreiben aber auch Ackerbau und Viehzucht.
1949 beanspruchte China ihr Gebiet, das fast 5-mal so groß ist wie Deutschland, für sich. In der Hauptstadt Urumqi leben die 5 Kinder von Rebiya Kadeer, die die Chinesen nicht ausreisen lassen. 2 sitzen im Gefängnis, die anderen 3 werden ständig überwacht. Ihre Pässe hat ihnen die Polizei abgenommen, wie allen Uiguren vor den Olympischen Spielen. In dieser Straße lebte die Familie. Hier steht auch das Kaufhaus, das Rebiya Kadeer damals als erfolgreiche Unternehmerin besaß. Längst betreiben es Chinesen, obwohl es offiziell ihren Kindern gehört. Strafe für Rebiya Kadeers politisches Engagement. Überall chinesische Polizei und Geheimdienst. Gedreht werden kann hier oft nur mit versteckter Kamera. Ostturkestan ist für ausländische Medien fast vollständig gesperrt. Die glückliche gemeinsame Zeit der Familie in Ostturkestan. Für Rebiya Kadeer heute nur noch eine schmerzhafte Erinnerung. Die chinesische Regierung zerstört das uigurische Volk, wirtschaftlich und kulturell. China hat uns alles weggenommen, unsere Häuser, unser Land, und hat es den chinesischen Zuwanderern gegeben. Bis 1999 kann Rebiya Kadeer in Ostturkestan verhältnismäßig frei leben. Dann stecken die Chinesen sie ins Gefängnis. Rebiya Kadeer wächst in ärmsten Verhältnissen auf, heiratet schon mit 16, bekommt ihre ersten Kinder. Aber sie arbeitet hart und hat mit ihren Geschäften großen Erfolg. Als ich meinen ersten Mann geheiratet habe, hatten wir nicht mal Geld, unsere Kinder zur Schule zu schicken. Ich habe Kleidung und Schuhe genäht und einen kleinen Laden aufgemacht. Den Chinesen war das suspekt. Ich glaube, sie haben meinen Mann gezwungen, mich, die Kapitalistin, zu verlassen. Als ich viel Geld verdient hatte und zurück wollte, war mein Mann neu verheiratet. Ich stand alleine da. Sie kämpft sich wirtschaftlich ganz nach oben und wird eine der reichsten Frauen in Ostturkestan. Ihr gehören diese große Einkaufspassage und ein Restaurant. Der chinesischen Staatsführung ist Rebiya Kadeers wirtschaftlicher Erfolg ein Dorn im Auge. Um die immer selbstbewusster agierende Frau unter Druck zu setzen, benutzen sie ihre Kinder. Natürlich habe ich meine Kinder wahnsinnig geliebt. Aber ich musste mich ja von ihnen trennen. Die Chinesen wollten, dass sie bei meinem geschiedenen Mann bleiben. Sie dachten wohl, wenn wir die Kinder unter Kontrolle haben, haben wir auch sie unter Kontrolle. Doch Rebiya Kadeer spielt nicht mit. Wohl aus Wut und Verzweiflung über die chinesischen Behörden beschließt sie, politisch aktiv zu werden. Sie heiratet wieder und engagiert sich für Frauen, für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Rechte in der Ehe. Mitte der 90er Jahre gründet sie die 1000-Mütter-Bewegung. Ich wollte Heldinnen schaffen. Ich habe gesagt, wenn ihr euch und eure Familien rettet, werdet ihr Heldinnen. Aber ihr müsst es selbst tun. Das lässt sich die chinesische Staatsführung noch gefallen. Aber dann beginnt Rebiya Kadeer Selbstbestimmung und Menschenrechte für ihr ganzes Volk einzufordern. Mein Vater hat schon immer zu mir gesagt, du bist für dein Volk geboren. Diese Entscheidung wird zum Wendepunkt in Rebiya Kadeers Leben und in dem ihrer Familie. Ihre Tochter Rey erinnert sich. Ich war immer stolz auf das, was sie getan hat. Ich wusste ja, sie war klug, sie war reich. Sie konnte sich alles leisten, was sie wollte. Aber es gab eigentlich nur eine Sache, die sie wirklich
die Freiheit unseres Volkes. Sie wollte innerhalb der Regierung etwas erreichen. Das habe ich von klein auf mitbekommen. Dass sie sich allerdings so sehr mit der chinesischen Führung anlegen würde, das habe ich nicht geahnt. Die Geschäftsfrau und Mutter von 11 Kindern lässt sich in den chinesischen Volkskongress wählen. Auch jetzt noch will die chinesische Staatsmacht sie gezielt nutzen, um zu demonstrieren, dass Minderheiten in China zu Wort kommen dürfen. Aber Rebia Kader beklagt öffentlich die Unterdrückung ihres Volkes. Sogar gegenüber Staatspräsident Jiang Zemin. Das sorgt für Schlagzeilen. Eine selbstbewusste, wirtschaftlich erfolgreiche Uigurin, Teil einer Minderheit, die Freiheit und Menschenrechte für ihr Volk einklagt. Jetzt fühlt sich die chinesische Staatsmacht von ihr herausgefordert. Die chinesische Regierung hat doch schon früh verkündet, alle Uiguren, die reich sind und Geld verdienen, sind Teufel und stehlen dem gewöhnlichen Volk, den Chinesen, das Geld. Diese Menschen müssen vernichtet werden. In den 70er Jahren haben sie 6000 einflussreiche Uiguren eingesperrt. In jedem Dorf haben sie 2 bis 3 einfach umgebracht. Mitte der 90er Jahre nehmen die Spannungen zu. In Guljar im Nordwesten Ostturkestans demonstrieren junge Uiguren für mehr Freiheit und Menschenrechte. 2 Jahre vor dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. China schreitet ein, mit Kampftruppen. Sie haben den Platz, auf dem die Demonstration stattfand, in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Es war ein Massaker. Sie haben die jungen Demonstranten erschlagen, erschossen. Sie haben sie umgebracht. Dann haben sie Hunde auf die Demonstranten gehetzt und Wasserwerfer eingesetzt. Die Soldaten haben auf alle geschossen, die auf der Straße waren. Und obwohl es Winter war, und der ist unerträglich kalt, haben sie junge Leute mit kaltem Wasser abgespritzt. Rebia Kader sammelt Beweise, aber sie wird dabei beobachtet. Schließlich wird sie gezwungen, von ihren Ämtern zurückzutreten. Ihren Pass muss sie abgeben. Trotzdem macht sie weiter. Als sie ihre Informationen einem amerikanischen Kongressmitglied übergeben will, wird sie verhaftet. China verurteilt sie zu 8 Jahren Gefängnis. Sie lebt in Isolationshaft, wird aber dazugeholt, wenn Landsleute von ihr misshandelt werden. 2 junge Uiguren wurden gefoltert, als ich dabei war. Sie lagen direkt vor mir auf dem Boden. Ihre Köpfe waren kahlgeschoren, ihre Unterkörper nackt, ihre Gesichter voller Blut. Die chinesischen Wärter haben sie mir gezeigt. Rebia, haben sie gesagt. Du willst doch dein Volk befreien. Warum tust du es nicht? Und warum befreist du dich selbst nicht? Guck mal, wie du aussiehst. So haben sie mich verhöhnt. Es ist die schlimmste Zeit ihres Lebens. Vaterlandsverräter werden in chinesischen Gefängnissen besonders brutal behandelt. Sie haben mich dann in ein anderes Gefängnis gebracht. Dort wurde mir dann alles verboten. Sprechen, schreiben, lesen, lachen, Fernsehen, sogar andere Menschen anschauen. Auch andere Häftlinge durften mich nicht ansehen. Die große chinesische Staatsmacht will die kleine, unbequeme Frau endgültig zum Schweigen bringen. Aber ihr Traum von Freiheit gibt ihr Kraft. Ich habe immer an mein Volk gedacht. Das hat mich am Leben gehalten. Und an meine Kinder habe ich gedacht. Ich habe es mir befohlen. Ich muss für meine Kinder, meinen Mann, für mein Volk am Leben bleiben. Ich habe mich doch für sie stark gemacht. Ihr zweiter Mann und einige ihrer Kinder haben sich zu diesem Zeitpunkt schon in den USA in Sicherheit gebracht. Meine Kinder, die noch in Ostturkestan lebten, konnten mich nur alle 3 Monate besuchen. Und auch nur, weil sich Amnesty International dafür eingesetzt hat. Sie haben mir immer gesagt, deine anderen Kinder, die schon in den USA sind, holen dich hier raus. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte Tage voller Hoffnung, wenn wir was von einer Menschenrechtsorganisation, von der Regierung oder vom US-Kongress gehört hatten. Sie arbeiten an ihrem Fall. Vielleicht geht es positiv aus. Vielleicht wird sie entlassen.
habe ich dann gedacht. Und dann gab es Tage, wenn hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde. Dann habe ich meine Hoffnung verloren und gedacht, dass man uns aufgegeben hat. Wenn sie tot gewesen wäre, hätten wir zumindest Gewissheit gehabt, hätten irgendwie damit umgehen können. Aber zu wissen, sie sitzt im Gefängnis und wir haben keine Ahnung, wie es ihr geht. Hat sie Hunger? Kann sie schlafen? Gehen sie einigermaßen gut mit ihr um oder missbrauchen sie etwa? Geben ihr Elektroschocks oder mischen ihr etwas ins Essen? Ich hatte keine große Hoffnung, dass sie lebend rauskommt. Dann erlebt Rebia Kader die Stunde ihrer schlimmsten Demütigung. Vor laufender Kamera wird sie gezwungen, auf den chinesischen Staat zu schwören. China ist mein Vater und meine Mutter. Ich schwöre auf die Vereinigung, die Stabilität und die nationale Einheit unseres Landes China. März 2005. Nach 5 Jahren Gefängnis erlaubt Peking Rebia Kader die Ausreise in die USA. Die unliebsame Freiheitskämpferin soll endlich weg. Für Rebia eine bittere Freiheit, denn 5 ihrer Kinder müssen zurückbleiben. Bewacht und drangsaliert von den Chinesen. Ein Faustpfand. Die anderen Kinder warten in den USA auf ihre Mutter. Endlich kann sie ihre Kinder wieder in die Arme nehmen. Seit vielen Jahren haben sie sich nicht gesehen. Erleichterung, Freude und Hoffnung. Rebia Kader ist gezeichnet, aber nicht gebrochen. Ich konnte erst gar nicht begreifen, dass ich einige meiner Kinder wieder hatte. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich nicht wiedererkennen. Dabei hatte ich sie doch so lange vermisst. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Ich hatte sie insgesamt 9 Jahre nicht gesehen. Als sie rauskam, hatte ich das Gefühl, als ob sie noch im Gefängnis wäre, als ob sie es mitgebracht hätte. Sie saß zwar zu Hause, aber ich habe nichts für sie empfunden. Ich habe sie gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Auch ihren zweiten Mann, Siddiq Rusi, einen berühmten Schriftsteller, sieht Rebia endlich wieder. Er weiß, wie sich seine Frau jetzt fühlt. Er saß selbst 9 Jahre im chinesischen Gefängnis. Dann sah ich meinen Mann. Graue Augenbrauen, den Bart ganz weiß. Er hatte sich unheimlich verändert. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu mir zu kommen. Die Anspannung nach den vielen Jahren konnte ich nicht einfach abschütteln. Manchmal saß Rebia neben mir, dann war sie ganz da. Manchmal auch nicht. Ich habe mich um sie gekümmert, ihr Tee gekocht, etwas zu essen gemacht, ihre Kleider gebügelt. Ich habe alles für sie getan. Chinas Plan geht nicht auf. Die Staatsfeindin Nummer 1 wird in den USA wieder politisch aktiv, obwohl sie weiß, dass sie ihre Kinder in der Heimat damit gefährdet. Rebia Kader baut mit Landsleuten in Washington eine Vereinigung auf, die für die Rechte der Uiguren eintritt. Und riskiert dabei, dass ihre Kinder in Ostturkestan weiter bedroht und sogar eingesperrt werden. Ich weiß, dass meine Kinder meinetwegen Schwierigkeiten haben. Ich weiß, dass sie meinetwegen gequält werden. Ich weiß, dass sie für mich den Kopf hinhalten. Aber wenn meine Familie nicht den Preis bezahlt, kann ich nicht unser Volk befreien. Da mein Volk mich aber braucht, müssen wir das tun. So sehe ich das nun mal. Aber Chinas langer Arm reicht vermutlich weiter als von ihr gedacht. Bis ins amerikanische Exil. Selbst hier fühlt sich Rebia Kader vom chinesischen Geheimdienst verfolgt. Im Januar 2006 wird sie in Washington in einen schweren Autounfall verwickelt. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit.
Surya fuhr meine Mutter. An einer roten Ampel musste sie halten. Sie wollte links abbiegen. Ein Wagen kam aus der Straße, in die sie rein wollte. Er fuhr raus und rammte sie einmal. Surya sagte, der Mann hätte meine Mutter angeguckt, als wollte er sagen, ich krieg dich. Es war seltsam. Er setzte zurück und rammte mich ein zweites Mal. Meine Mutter wurde hin und her geworfen. Rebiya Kader liegt 5 Tage im Koma. Ihre Wirbelsäule ist verletzt. Nur mit viel Glück entgeht sie einer Querschnittslähmung. Der Fahrer des anderen Wagens kann nicht gefasst werden. Das hat die Regierung Chinas getan. Auch unser Computer wird von ihnen attackiert. Die Daten auf unserer Website verschwinden vollständig. Sogar die Daten von vor 3 oder mehr Jahren. Informationen von der Festplatte werden gelöscht. So kämpft die chinesische Regierung bis heute permanent gegen uns. Kaum genesen nimmt sie ihren Kampf für ihr Volk, die Uiguren, wieder auf. Findet weitere Unterstützer wie Tom Lantos, Holocaust-Überlebender und Kongressmitglied. Hier ist eine Frau mit ungeheurem Mut. Sie war bereits für den Friedensnobelpreis nominiert, den sie wirklich verdient hätte. Gleichzeitig spitzt sich in Ostturkestan die Situation für ihre dort lebenden Kinder zu. Bei einem Ausflug werden sie von chinesischen Polizisten eingekesselt und schwer verletzt. Sie haben einen meiner Söhne verprügelt, bis er aus Mund und Nase blutete und ohnmächtig wurde. Ich habe seine Schreie durchs Telefon gehört. Meine Tochter hat mich angerufen. Die Chinesen haben sie gezwungen. Sie schrie, 20 bis 30 Leute schlagen auf ihn ein. Sie schlagen ihn tot. Ich glaube, er ist schon tot. Dann haben sie ihr den Hörer weggerissen. Ich sollte das miterleben, damit ich richtig leide. Rebiya Kader ist verzweifelt. Während sie im US-amerikanischen Exil für die Freiheit ihres Volkes kämpft, werden ihre Kinder in der Heimat dafür drangsaliert und geschlagen. Meine Kinder verstehen mich. Sie verzeihen mir. Mein Volk wartet schließlich auf seine Freiheit und meine Kinder auch. Mit solchen Gedanken kann ich mein inneres Gleichgewicht wiederfinden. Tochter Ray kann im Gegensatz zu ihrer Mutter manchmal die Situation nicht mehr ertragen. Sie denkt an die unmittelbare Gefahr für ihre Geschwister in Ostturkestan und bezweifelt, dass sich der Kampf ihrer Mutter lohnt. Ich habe ihr mal gesagt, hör auf zu kämpfen. Ich kann es nicht ertragen, dass einige Uiguren dich noch nicht mal unterstützen. Alle anderen unterstützen dich, die amerikanische Regierung, die ganze Welt. Warum einige deiner Landsleute nicht? Aber sie liebt ihr Volk über alles, ihre Kultur, ihre Leute. Ohne sie ist sie nichts. Sie will sie um sich haben. Und sie nimmt es schon persönlich, wenn jemand sie nicht unterstützt. Wenn sie dann darüber spricht, bin ich aufgebracht. Warum kämpfen wir eigentlich? Wir mussten schon so viel erdulden. Was ist mit den anderen? Was sollen wir noch tun? Deshalb habe ich gesagt, hör auf zu kämpfen. So I told her, I said, stop fighting. Mit ihrem Freiheitskampf aufzuhören, das wäre für Rebiya Kader Verrat am eigenen Volk. In München, wo die meisten Uiguren in Europa leben, lässt sie sich zur Vorsitzenden des Uigurischen Weltkongresses wählen. Und wieder reagiert China. An dem Tag, als ich den Vorsitz des Weltkongresses übernommen habe, hat man einen meiner Söhne verurteilt. Wenn ich gesagt hätte, ich nehme den Posten nicht an,
Was wäre dann gewesen? Die Augen meines Volkes waren doch auf mich gerichtet. Als ich abends im Hotel saß, habe ich bitter geweint. Ich habe mich ausgeweint, damit ich überhaupt weiterarbeiten kann. Rebias Sohn Alim wird zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Ihr Sohn Ablikim zu 9 Jahren wegen Verschwörung. Ich denke, Ablikim wird nicht mit den Chinesen zusammenarbeiten. Er denkt, dass es falsch ist, was sie tun. Und das sagt er auch. Es wird eine harte Zeit für ihn. Die Mutter der Uiguren, wie Rebiya Kader auch genannt wird, mit ihrer Familie in Washington. Fast sieht es nach einem normalen Alltag aus. Doch der Schein trügt. Auch in den USA sind sie und ihre Familie nur vermeintlich sicher. Ich habe immer Angst um meine Frau, auch wenn wir seit mehr als 3 Jahren nicht mehr akut bedroht worden sind. Dieses Gefühl lässt mich nicht mehr los. Ich versuche mich abzulenken, konzentriere mich auf mein Studium und ich helfe meiner Mutter, wo ich kann. Ich würde gerne nach Ostturkestan fahren, meine Familie sehen, meine Brüder im Gefängnis besuchen, aber das geht nicht. Ich würde wahrscheinlich verhaftet. Doch das Leben geht weiter. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und wir sind sehr stark. Life goes on. What doesn't kill you makes you stronger. So we're stronger. Wie viel persönliches Leid Rebiya Kader für ihre politischen Überzeugungen noch in Kauf nehmen kann? Eine Frage, die sie sich nicht stellt. Meine Kinder sind ja nicht die einzigen, die im Gefängnis sitzen. In meiner Heimat gibt es Tausende, Abertausende Mütter, die um ihre Kinder weinen, weil sie im Gefängnis sind. Von einigen Müttern hat man ihre 4 oder 5 Kinder alle auf einmal eingesperrt. Es gibt einfach keine Mutter, die kein Kind im Gefängnis hat. Und umgekehrt gibt es so viele Kinder, deren Väter oder Mütter hinter Gittern sitzen. Ich bin nur eine Mutter unter vielen. Ich werde dafür kämpfen, dass die Tränen aller Mütter, die um ihre Kinder weinen, versiegen, bevor meine eigenen Tränen um meine Kinder versiegen. Wie Rebiya Kader das alles aushält, ist schwer zu verstehen. Isolationshaft, Exil, schwerer, mysteriöser Unfall, die eigenen Kinder im Gefängnis, ohne zu wissen, wie es ihnen geht. Rebiya Kader ist heute 61 Jahre alt. In ihre Heimat Ostturkestan kann sie wohl nie mehr zurück. Ihre Kinder dort nie mehr wiedersehen. Nur wenn sie aufhören würde, für die Freiheit ihres Volkes zu kämpfen, würde China ihre Kinder ausreisen lassen. Vielleicht. Wenn ich meinen Kampf um meiner Kinder willen nicht führe, stirbt mein Volk. Und damit sterben auch meine Kinder. Wenn ich mich für den Kampf für mein Volk entscheide, stecken sie meine Kinder ins Gefängnis. Ich habe nun mal beschlossen, das zu ertragen. Um mein Volk zu retten, muss wohl jemand den Preis bezahlen. Eine Familie. Meine Familie. Anders geht es wohl nicht.